Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Tag Hermann. Tag Caroline. Tag Lev Lückscher zu Hus und unterwegs. Jetzt ist der Sommerzig da. Ist das schön. Es ist wieder warm, es ist lang hell und man kann russieren. Ja, man kann sich wieder treffen, ohne dass man kahl Futter oder kahl Fuß kriegt. Man kann sich ein Gläschen trinken, Limo, auf Wasser, auf ein Kaltbier, aber nicht zu viel. Man kann schwimmen, Jon, und in der Büsch. Das ist so schön. Und ich habe so viele Erinnerungen an die Sommerzige, die wir alt erlebt haben. Manchmal frage ich mich, was ist eigentlich der schönste Sommer, den ich erlebt habe? Ist das, wo ich schwimmen gelehrt habe? Oder war das der Sommer, wo ich mit dem dicken Bohrer rumgelaufen bin und mich auf mein Kind gefreut habe? Was war der schönste Sommer? Was der schönste Sommer ist, weiß ich nicht. Aber ja, relativ der schönste Sommer oder auch der schlimmste Sommer ist ein Widerspruch, aber das war 1945. Da war der schönste, da war doch alles kaputt. Ja, genau, es war Bedrisse, mit vornehm zu formulieren. Am 8. Mai war ja endgültig der Krieg aus. Ich war mit meiner Mom in Bayern. Und zwar in Köln war da und nach Fliegealarm. Meine Mom hat das Leid getan, dass sie mich nachts aus dem Bett holen musste und morgens ging es in die Schule nach Köln am Domschenswall. Und so waren wir dann 45 in Bayern. Also vielleicht müssen wir das noch vorausschicken. Der Hermann ist ja nicht nur eine richtige Kölsche, das ist auch eine sogenannte Zeitzeuge. Der wurde auch dafür ein paar Mal alt eingeladen. Der ist 1930 in Köln geboren und von der Zeit Lüg, die noch klar denken, können jedes Jahr nicht mehr so viel. Und wir können richtig froh sein, dass wir hier eine Hand uns ein bisschen jetzt von der alle Ziege erzählen kann. Hermann, wie war das? Wieso ausgerechnet in Bayern? Weil in Bayern noch kein Flieger, kein Bomber hin konnte, weil der Benzin hin und zurück nicht rückgeht. So war dann auch, für ein Beispiel Dresden, wurde ich im Januar 45 total bombardiert. Da konnten sie inzwischen so wie pflegen, dass sie hin und zurück kamen. Und weil jede Nachfliegealarm kam, die Bomber Angriffe in Köln und woanders wo, die kommen ja des Nachts, weil sie dann relativ am sichersten waren. Und morgens ging es dann wieder in die Schule und das tat meiner Mama so leid, dass sie dann gelohnt hat, dass ich in Bayern in die Schule komme. Sie ist dann auch neu gekommen und so waren wir 45 Plätze in Bayern. Und da hast du bayerisch gesprochen? Nee, bayerisch habe ich nicht gesprochen. Aber da ging der Unterricht in der Schule normal wieder ohne Fliegealarm. Es war richtige, Entschuldigung, so jetzt wie eine Erholung von der ganzen Bomberei in Köln. Das war in der Nähe von Rosenheim. Das heißt, du hast es eng vom Krieg auch da und im Dorf erlebt? So ist es. Das Dorf Neubayern, ich kann den Namen sagen, Neubayern, da wurden dann in der Nähe, da war die Schule, da wurde dann der Volkssturm vereidigt. Ich war dabei. Was ist das? Der Volkssturm, das waren all die Invaliden oder die Männer, die zu alt waren. Die Jungen, die zu jung waren. Das wurde alles in der Volkssturm gepackt. Und das war dann, ich sage dann so Kanonenfutter. Und der Hauptmann in Reserve, der war verletzt. Und das war unser Lehrer. Und dann hätte sie Hauptmannsuniform angetroffen. Und dann sind wir dann in eine Dorferin gegangen. Und dann hätte die vereidigt. Und hätte dann gesagt, ja, für das Vaterland, wie das dann so ist mit dem Vereidigen. Und wie das am Ende war, die offizielle Dinge ist zum Bürgermeister und zu der Lücke, die jetzt zu sagen hatte, nur sagt es wieder.
Der Amerikaner, der steht gut für die Tür. Sieht es so gut, wenn ihr eine Panzer hören dort, höre oder sind oder domain, direkt die weiße Fahne raus, allemal, das ganze Dorf die weiße Fahne raus, damit nichts passiert, das Neubeuern ist so schön. Und dem Mann hat Neubeuern zu verdanken, dass in Neubeuern wirklich nicht eine Schuss gefallen ist. Und die Amis, die Amerikaner, die sind dann auch ganz hoch, so wie das mit einem Panzer möglich ist, Neubeuernerin. Und das ist höchst noch so schön, wie es für den Krieg war. Das war ja erst couragiert, der hat doch auch in der Blech kommen können, dass der gesagt hat, der Blech, da hätten sie direkt standrechtlich erschossen. So schlimm war das. Es hätte ja keiner sich getraut, den Mund abzumachen. Das mit der KZ hat sich inzwischen rund gesprochen. Man wusste zwar nicht genau, dass das so schrecklich, so grausam war. Aber ich verliere mich jetzt, ich mag es schon. Also, wir waren bei dem Eng vom Krieg. Das heißt dann, ja, wird ja für dich keine Grund mehr in Neubeuern zu bleiben, oder wolltest du noch da bleiben? Nein, wir wollten nach Hause, aber man hatte keine Gelegenheit. Und von Bayern nach Köln, 600 Kilometer, war uns einfach zu weit. Es ging uns ja relativ gut. Das heißt, die Schule wurde dann zum Lazarett umfunktioniert. Und ja, dann hatten wir im Juli die Gelegenheit, in einem Güterzug nach Köln zu fahren. Also ich habe von meinem Vater gehört, der war in der Nähe von Magdeburg im Krieg evakuiert. Der hat sich mit seiner Mom drüber gezänkt. Der wollte da bleiben, weil er gesagt hat, da haben wir jetzt zu essen. Zu uns ist alles kaputt und ich möchte lieber hier bleiben. So eine Gedanke hast du nie gehabt? Nee, meine Mom auch nicht. Wir hatten ja die Wohnung, wie wir nach Bayern sind, da war die Wohnung, da war nichts passiert. Das war in Riel, das war also nicht mitten in der Stadt, mitten in der Stadt war ja inzwischen 95% von Köln zerstört. Kann man sich ja nicht mehr vorstellen. Das heißt, du hast den Klamotte gepackt und den Mom auch. Kannst du jetzt mitnehmen? Ja, man hätte das im Lazarett, da war dann auch so eine Kleiderkammer. Und dann der Chef hat gesagt, liebe Jung, nimm mit Schonzeug mit, nimm Klamotte mit, was du nur tragen kannst. Und was habe ich mitgenommen? So 10, 12 Karl-May-Bücher. Und die waren ja schwer, aber das war mir wichtiger wie die Klamotte. Ich denke, da küsste irgendwie dran. Hätten ich nur dem Lazarett-Mensch gefolgt. Aber gut, die Karl-May-Bücher sind noch gut nach Köln gekommen, um jetzt für zu riefen. Und ich habe noch welche davon bei dir gesehen. Das Ja. ist eine schöne Erinnerung. Das sind keine normale Karl-May-Bücher. Da sticht die ganze Geschichte drin. Ja. Das ist toll. Ja, und dann sind wir mit dem Zug gefahren. Man konnte doch nicht einfach ein Ticket kaufen. Ne? Nee, das war Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Das heißt, es wird ein Güterzug zusammengestellt, der in das Rheinland fährt. Und meine Mutter und ich haben dann uns ein paar Habseligkeiten, die wir hatten, mitgenommen und sind dann in den Zug geklommen. In Das den heißt, Güterzug. ein Güterzug, der war ob. Ja, es war noch offene Güterzug. Es war auch geschlossene. Die Vieh waren, die waren zum Teil geschlossen, zum Teil aber auch ob. Wir hatten einen, der ob war. Also ein Cabrio ob Eisenbahnsräder. Ist jetzt lustig formuliert. Wir hatten Glück gehabt, es war keine Rennen. Wir waren 2 Tage unterwegs und in den 2 Tagen hätte nicht eine Tropfe gerannt. Du lebst sich, das heißt in dem offenen Ware, du kannst dich ja nicht hinsetzen, außer ob der ät. Ja, so ist es. Und ja, mit der Notdorf anbelangt, Ui. da musste man dann warten, bis auf und an der Zug halten det, was weiß ich, viele Kolonnage haben wir, das ja nur Dampflokomotiven, ne? Jetzt anders jauft ja noch nicht. Dann hatten wir Gelegenheit, unter der Ware zu klemmen und dann uns Spuren zu hinterlassen. Konnte man dann unterwegs jetzt Essen trinken? Das ist doch eine lange Fahrt.
Ja, man hat dann irgendwie, ja doch, man hat den jetzt dabei und das hat wohl auch geregt. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber eine Sache habe ich behalten, wie man es ging durch die französische Zone. Die Amis, das war kein Problem. Aber als man an die französische besetzte Zone kam, bei den Franzosen, da war Rehmagen. Und ein Rehmagen muss das so halten und wo dann die Fels von der Franzose, man kann nicht verstehen, was haben wir in Frankreich kaputt gemacht, hier, Entschuldigung, wenn ich das so sage, kaputt gemacht. Dann kommt dann ein Franzose und an der Güterware und sagt mich, die haben noch Männer gesucht. In Rehmagen war das berüchtigte Gefangenlager. Übrigens beim Randbemerkung, der Kalbe Bühr, der arme Kerl, der war auch in Rehmagen im Gefangenenlager und hat da die Lüge mit seinen Lädchen unterhalten. Das muss man sich vorstellen, der ging alles bedrissen und hat die anderen noch lebendig gehalten. Das nicht vorbei. Jedenfalls der Franzose hat mich vom Ware runtergeholt. Ich war ja knapp 15 Jahre. Und sie hat so ab ins Gefangenenlager, das uns ein Dolmetscher sagen. Meine Mutter, klein von Statur, er war lebendig und kriegel wie eine Tiger, dem sie Brot aufnehmen, das von dem, auch vom Junge runterspringen, ging auf der Franzose an, sagt, den können Sie nicht mitnehmen, das ist mein Sohn, das ist ja noch ein Kind. Und meine Mutter war so überzeugend und der Dolmetscher hätte auch überzeugend Versatz, dass er dann jovial gewunken hat und ich durfte dann wieder in der Ware klemmen. Und meine Mom natürlich auch. Und so sind wir dann nach 2 Tagen nach Köln, in Köln angekommen. Du lebst sich, das heißt, wenn die dich mitgenommen hätte, wirst du vielleicht oder bestimmt in dem Lager verhungert und wirst ja nicht mehr am Leben. Ja, das war das Hungerlager. Es war ganz schrecklich, was da passiert ist. Boah, was hast du Glück gehabt, sonst hätten wir den Portklav überhaupt nicht. Ja, Glück, du weißt ja, du kennst ja den Spruch. Glück muss auch einer haben, der tüchtig ist. Ich will damit nicht sagen, dass ich tüchtig bin, aber man hat viel Glück gehabt. Und die Mama hat Courage gehabt. Meine Mom, die war Courage. Die hat wirklich Courage gehabt, ein Leben lang. Ich habe sie immer bewundert. Dann wart ihr richtig happy, wie ihr in Köln angekommen seid. Ja, das war schön. Wir kommen so ja linksrheinisch an. Das war ja auch wichtig, wegen der zerstörten Brücke. Und wir klemmen aus dem Zug. Und was haben wir gesehen? Der Dom. Der Dom, eine Stunde noch. Das sah aus, als wenn ja nichts passiert wäre. Und das war aber nur scheinbar so. Da sind durch den Tag Bombenvolltreffer reingegangen. Ist höchst noch dabei, die Schäden. Mensch, das stellt dafür, das sind über 75 Jahre, ist das her. Manche Sachen hat man ja auch noch gelassen. Man kann für ein Beispiel auf der Treppe, die nach dem Dreikönigenschring führen, kann man noch die Löcher sehen, wo noch Treffer reingekommen sind. Ja, das ist ja auch gut, dass man das noch sieht, dass man sich darauf besinnen kann. Ja, das ist aber minimal. Das sind ja nur Bombensplitter, die Trapp jetzt beschädigt haben. Das ist ja minimal. Aber das könnte Thema für sich sein, das lassen wir jetzt. Jedenfalls der Domstund noch. Und auch nebenbei die Hufstraße, um da ein Bild zu geben, die war so kaputt, dass man nur auf einem Päckchen 2 Meter über der Hufstraße gehen kann. Das Päckchen war vielleicht 50 Zentimeter breit. So kaputt war das Köln gewesen. Und in Köln hatten ja nur die Engländer Real. Das waren ja auch zivilisierte Leute. Und dann sind er über die ganze Trümmer nach Hus gelaufen, bis nach Riel, das kann doch ja nicht sein. Ja, sicher, das war normal, dass man zu Fuß ging. Eine Straßenbahn, das war da noch kein 45, das war im Juli, war noch kein Ritt davon. Jedenfalls, wir kommen in Riel an. In Riel war kaum jetzt passiert. Und wir waren bang, es
ist das Haus noch ganz, das war in der Naumann-Siedlung. Wir kommen dann an, Rielertal, Naumannstraße, Ehrenbergstraße. Überall war es ganz neu und da waren ein paar Schiefe kaputt. Die waren wohl kaputt gegangen, wie die Müllemer Brücke bombardiert wurde ist und kaputt gegangen ist. Da sind dann auch die Schiefe in Riel noch kaputt gegangen. Und die Wohnung, das Haus stund noch. Wir rennen in das Haus, ob der erste Etage, der Schlüssel, der passe und dann boven die Wohnung, komisch. Der Wohnungsschlüssel, der nicht mehr passe. Ja, was war das dann? Was haben wir gemacht? Meine Mutter hat geschellt und mit eine fremde Frau ab und haben gesagt, Entschuldigung, aber das ist unsere Wohnung. Und die meint, nee, das ist nicht mehr ihre Wohnung, das ist jetzt meine Wohnung. Sag ich, gut, dann dort ab. Und sagt die Frau, das Wohnungsamt hat uns die zugewiesen. Das heißt, all die Sachen waren dir auch aufgenommen? Ja, das ist auch ein Thema für sich. Jedenfalls, sie hat uns ja nicht in der Wohnung reingelassen. Und meine Mutter hat Freunde in ganz Riel. Meine Mutter war immer gut gelitten, war gut zu jedermann. Und so, der hat dann auch die Mund-zu-Mund-Propaganda fluppe. Und meine Unger gekommen sind, meine Mutter und ich dann befreundet und konnten da am Boden schlafen, aber es war ruhig. Und die Sirene, die hinken nicht mehr. Ja, das war das Positive. Aber die Möbel waren fort? Die Möbel waren fort. Und die Kleidage fort, es war alles fort, alles Spielzeug und Bücher und Geschirr und ja, Besteck, alles fort. Es war alles fort. Ein Teil haben wir wieder gekriegt und dann wussten Freunde, dass uns Schlafzimmer für ein Beispiel 2 Ecken rum eine Frau hat. Die Wohnung, das ist ja eine Sache, aber was ja viel schlimmer war, Dinge Vater war ja dann nicht in der Wohnung. Was war dann mit dem? Der überhaupt noch leben? Das muss man sich doch fragen, oder nicht? Ja, das war die Frage. Mein Vater, der war 4 Jahre lang in Russland und wir wussten, dass zwischendurch in der letzten Tag die Feldpost, die dort ja irgendwie noch funktionieren, wusste man, dass er irgendwie noch nach Frankreich gekommen ist. Da war ja ach ja, ich fange an zu stottern. Da kam ja die Invasion vom Meer her. Das heißt, man konnte ja froh sein, dass er aus Russland als Rektor war. Ja, das aber ihr habt nicht gewusst, was und mit dann, mein Vater, der muss zwischendurch da gewesen sein und ist jedenfalls Freunde wussten, dass mein Vater unversehrt aus dem Krieg zurück ist und als Zivilist verkleidet. Der war ja praktisch, wenn man will, war wohl desertiert, nicht richtig, der war nur ganz gut in Gefangenschaft, in amerikanischer Gefangenschaft und ist freigelassen worden und ist mit seinem Kriegskamerad, den Bauernhof in Dorwis, da bei Eschweiler hat, als Knecht umgekommen. Aber das ist eine Ehe Verzell. Jetzt haben wir ist es so spannend, beim nächsten Mal du mir dann erzählen, oder deist du erzählen, wie du den Vater wieder getroffen hast. Jetzt machen wir, das war ja schwere Kost, das ist auch erg emotional. Jetzt machen wir einfach den Sprachkurs wieder und beim nächsten Mal hören wir dann, wie es wieder gegangen ist. Der dritte, aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Hüg ist es eine ganz besondere Verzell für die Kölsche Sprache. Ihr hattet gehört, dem Hermann ist die Wohnung. Da sind wir bei dem Kapitel, was einem ist, oder ob Hudisch, was einem gehört. Ob Hudisch heißt, wem gehört die Wohnung? Die Wohnung gehört Hermann. Ob Kölsch? Wem ist die Wohnung? Die ist mir. Wem ist das Rätsche?
dat ist dir. Dat wär ob Hodeutsch verkehrt. Ob Kölsch heißt nicht, dat und dat gehört dem, aber dat es dem. Dat Rad es mir. Dat Auto es dir. Ja, und der Kaffee, der hier steht, ist uns. Wat Hodeutsch verboten ist Kölsch Vorschrift. Der, die, das, wat de Fachlück der Artikel nenne, muss dabei. Ja, für ein Beispiel. Das Buch ist dem Job und das Heft ist dem Tring. Also der Katharina. So ist es auch anders, wenn man von Sachen sprechen deit, die einem Sinn. Es ist nicht Katharinas Heft und Josefs Buch. Es heißt, ja, das ist dem Tring sie Heft und dem Job sie Buch. Das ist, was dabei Kirchhoffs Konrad der Wemsing-Genitiv nennt. Wie war das? Wemsing-Genitiv. Wemsing-Genitiv, das muss man sich auf der Zunge zuhören lassen. Wem sie brut, ich es, dem sie lädt, ich sing. Also noch eins, dem Tring sie Heft und dem Job sie Buch. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Ja, für ein Beispiel, das Heft vom Tring und das Buch vom Job. Ob Hodeutsch ist das all verkehrt. Es heißt Katharinas Heft und Josefs Buch. Sagen Sie ehrlich, ob Kölsch ist es aber doch viel, viel schöner, sich anzuhören. Wo er reich hätte reich. Und das vor dem Caroline singe letzte Satz für Hück. Dem singe letzte Satz. Hat er das mitgekriegt? Dem Hermann singe Jingle. Teterete. Dat war het für Hück. Nächste Woche jedet Wigger und der Hermann deit erzählen, wie er sie Vater wiedergefunden hat. Hoffentlich seht er dabei. Tschö.